Hallo zusammen, hoffe, habt ihr es gut. Ich bringe euch heute definitiv etwas komplett was anderes. Es ist kein Vlog, es ist auch kein Doku-Video, denke ich. Es ist etwas, was mich mega beeindruckt hat und habe das Gefühl, ich muss es unbedingt mit euch teilen. Ein paar Jahre zurück, im Jahr 1999, hat Yamaha eine Bestie kreiert. Mit so viel Erfolg, dass es jetzt eines der bekanntesten Leaderbikes geworden ist. Ich rede von der legendären YZF R1. Das von YZF verstehe ich auch heutzutage nicht so richtig. Ich meine, R1 lange doch. Ein paar Jahre später haben sie auch die R6 rausgebracht und heutzutage gibt es eine ganze Familie von Rs. Rs? Rs? Boah. Aber es war nicht immer so gewesen. Und was mich am meisten überrascht hat, die R1 war nicht die erste R gewesen. Vor 41 Jahren, ich weiss, es war ein Zeitchen her, ist die WSBK geboren, besser bekannt als Superbike World Championship. Ein Rennen mit getunten strasslegalen Bikes und Yamaha hat Schwierigkeiten gehabt, um vorne zu bleiben. Bis im Jahr 1997 die einen Prototyp gestartet haben. Die Idee war, einen Renntöff von null aufzubauen, um jedes Rennen zu gewinnen. Aber es gibt einen Haken, und zwar, die haben nicht einfach so einen TÜV bauen, wie ich das schon vorhin erwähnt habe. Es müssen sein strasslegale Bikes. Und um das zu machen, müssen sie mindestens 500 Bikes herstellen und verkaufen. Und so, meine lieben Freunde, die Yamaha R7 ist geboren. Ein Rennstrecke-Bike für Straßen zugelassen und es hat alles geändert. 4 Zylinder in Linie mit 160 Pferden, 6 Ganggetriebe und Topspeed von 262 PS. Der Bike ist gekommen, zum Geschichte machen. Aber leider ist nicht geworden. Der TÜV hat für den Superbike World Championship leider ein Getriebeproblem gehabt. Und der Pilot, der in diesem Jahr gefahren ist, hat medizinische Probleme gehabt. Oder besser gesagt, einen unabsichtlichen Doping. Ja, es ist ein schwarzes Jahr für Yamaha gewesen. Das Einzige, was geblieben ist, sind die 500 Stück R7, die sie für die Straße hergestellt haben. Ich bin super überrascht gewesen, wenn ich gehört habe, dass es eine R7 gegeben hat. Dass die R7 vor die R1 gekommen ist und dass es überhaupt nur 500 Exemplare in der Welt gibt. Der TÜV ist so selten, man kann kaum Videos oder Bilder von diesem Bike finden. Der einzige Ort, wo du so einen TÜV finden kannst, ist vielleicht in einem Yamaha-Museum oder jemand, der eine riesige Kollektion hat. Die R7 zu fahren ist heutzutage praktisch unmöglich. Man kann froh sein, dass man eine überhaupt auf der Straße sieht. Der einzige Grund, wieso ich das Video gemacht habe, ist, weil ich eine gefunden habe. Und zwar nicht weit weg von Zürich. Ja, genau so ist es. Beim Yamaha Center Zweirad Sporthaus Künk in Nennike, Infos in der Beschreibung, kannst du die legendäre OW02 R7 besuchen. Ich persönlich finde es mega lässig. Danke vielmals fürs Zuhören und Zuschauen. Ganz liebe Grüße. Double.